Für alle, die Arme die Hand gehoben hätten, jetzt ein kleines Stück. Sehr verehrte Damen, meine Herren, beim Rennen hört sich jeder selber gern. Das Problem, das alle hätten, ist, dass stets die andere retten. Ja, weil Land und Stumm ertragen, wollen andere was anderes sagen. Gerade dann, wenn man selber wisst, wie man etwas machen misst. Wenn ich was sag, ist oft verkehrt und ich krieg nicht zugehört. Ja, so mal genau genommen, schon in der Schule nicht wahrgenommen. Ja, Fingerstrecke, Schnipsen, Mendes, Rennen, immer bloß dieselbe. Doch uns hört man nur selber, was du sagst, Schluss meine Gelder. Wir haben meistens nichts zu Ende und wir bleiben stille Hände. Ich obens noch rum, noch Stunde auf ich in die Wirtschaft komm. Und ich halt die Speisekarte mit feuchten Fingern schon parat. Und der Hunger, der nicht Zeit mehr denkt, und die Bedienung bleibt wie Aufkommando hinter mir. Das liegt auf einmal auf die Tier und eine ganze Reisegruppe, die Wunder in die Speisestube. Wie sag ich jetzt am allerbesten? Ich bin als erstes noch gewesen, damit ich in der nächsten Stube ein Grad noch zum Bestellen komme. Meine Frau zählt mir nur selber, was du sagst, Schluss meine Gelder. Wir haben meistens nichts zu melden und wir bleiben stille Hände. Das Leben lernt uns schon als junger Mann. Ja, recht behalt man nur, wenn man sagen kann. Und wenn ich vom Konzert herkomme, dann gehen die Uhren andersrum. Dann ist es so, wie es jeder kennt. Dann herrscht ein strenges Regiment bei allem, was mein Vater sucht. Und wenn sie als mein Urlaub bucht, weiß man gleich, es geht sich sprechen, im Moment zu widersprechen. Und man sagt am allerbesten, ajo, mein Schatz, du hast schon recht. Leider ist es so, dass meist recht kriegt, wer am langsten greift. In dem Moment habe ich gesagt, Zukunft, das ist was du sagst, Schluss meine Gelder. Wir haben meistens nichts zum Ende und wir bleiben stille Hände. Michael kennt jetzt noch mal sagen, ja, aber Blechung schnaller, das wäre schön, weil er in Blau halt ein Traumtonigtönchen mal, das ist so ein die Gitarre, die brauchst ganz ja nicht so Stimme. Während er sich umknotet, vielleicht, Roti, jetzt aber, Wald er deines Amtes, ein dehydrierter Sänger, sowas kann nicht so einfach sein, das wäre, die Demokrat, ich bin ja da in ambulanter Pflege, das ist schön, ne? Vorne stehst du hochdehlen natürlich, aber du kriegst alles hinterbei quasi on the house gebracht, das ist okay. Ja.
Schlichtste Boy kann schon neu machen. Jetzt muss man bloß noch die Hälfte bemerken und dann ist so wegen der postalkoholische Amnesie ist das, ja. Die Stammberg. So sieht das gut aus. Hat er noch zu trinken ohne? Manche vollgemerkt. Bitte. Wir Pelzer sind, so tut man's Dinge auf der Welt eine seltene Sache. Weil sie mal traurig, tun wir trinken. Sie mal lustig, trinken wir auch. Das nächste kleine Stück, ich meine, ihr habt jetzt Zeit genug gehabt, euch Mut zu bringen. Das nächste Stück ist ein Stück über Abenteuer, über wahres Abenteuer. Es gibt ja organisiertes Abenteuer, da kannst du Berge besteigen oder Meere durchschwimmen oder so. Das Quatsch, ne? Weil da ist immer einer dabei. Wo bei Michael nie einer dabei war, es war aber nach Obens als letzter, wie gesagt, er hat lang vegetiert, er war Teil einer WG. Und wer Obens als letzter in das Zimmer gegangen ist, wo wir unsere Speiserechte und unsere Haustiere erlegen haben, also in den Tisch, der ist manchmal schon ein bisschen eiskalt und mehr gelaufen. Ich meine, wenn das Licht erst einmal aus ist und man tritt in was warm und weich war, und jetzt kalt und weich ist oder an manchen Stellen schon wieder hart wird oder in der Stelle einen Kontakt aufgenommen hat, dann ist, ich meine, vielleicht gibt es so Fachmänner. Was ist schwarz in der Männerkisch? Weiß das noch jemand? Die Banane, genau. Seht ihr doch, das Fragen sind Vorsagen. Wunderbar, sehr kompetent. Vielen Dank. Aus der dritten Reihe. Ne? Schwäne dich in der weißen Jacke im Besitz der Banane. Wer war's? Wer hat es gewusst als erstes? Hand hoch. Ah, okay. Die Dame trägt leichtes Grün. Natürlich. Wunderbar. Ne? Die Bananen sind schwarz in der Männerkisch, die Orangen sind grau und haben so einen dichten Pelz, kann man drüber streichen und alles das. War perfekt arrangiert in Michaels Wohnung und er hat dort mit zwei anderen Jungs sein karges, entbehrungsreiches Dasein gefristet, solange bis der erste durch Wegheirat der Männer-WG entrissen war. Das ist heute unser Produzent und noch ein treuer Begleiter an unserer Seite und noch ein treuer Freund, der Dirk. Aber wir mussten sehen, wie Dirk auszog aus der Männer-WG, dass dieses Ökosystem Männer-WG empfindlich getroffen war. Ja, es war in seinen Festen am Schwanken, muss man sagen, denn dieses verwaiste Zimmer, aus dem Dirk ausgezogen ist, und seine Mitbewohner nicht mehr ernährt, sodass in einer langen Kolonne dann später 2 Wochen noch auf dem Fensterbrett sich auf dem Licht- und Leben spendenden Fensterbrett sich zum Sterben hingelegt haben, ganze Reihe von Schnoge, Micke, Silber, Fischelscher, alles was aus dem Teppichtleben rausgekommen ist, sogar 2 Spinnen waren dabei und sogar kleine Kinder, also das Spätstadium eines Mehlwurms, wird man dort sogar noch viele kennen. Und als wir alle diese Toten mit der angemessenen Pietät auf dem Kehrblech zusammengeschwenkt haben, haben sie auf der AB getragen zum Nunnerspielen. Dann sind wir unserem letzten lebenden Haustier ansichtig geworden und während andere Bands Lieder spielen über Sonnenuntergänge, möchten wir ein kleines Lied für ein kleines Tier spielen, denn sie ist bis heute unterwegs zwischen dem Scheißhaus und der Kisch und immer mit ungewaschenen Fies aufs Wurstbrot, unser AB.